Ciao zusammen und herzlich willkommen zu meinem ersten Projekt, und zwar zu FIFA. Ich bin der Italiano aka Alessio und ich tue euch herzlich begrüßen. Wir spielen heute die erste Folge vom FC Basel Karrieremodus. Wir werden versuchen weiterhin Meister zu werden, vielleicht mal wieder den Cup-Sieg zu holen und natürlich auch international, wie es da auch steht. Italiener will sich auf internationaler Bühne beweisen, wenn wir da uns international für schaffen. So, ich habe schon mal angefangen da mit zwei, drei Sachen. Wir haben mal Turnier, wir haben Turnier schon mal ausgewählt, alles langweiliger eigentlich. Dann die Mannschaft habe ich schon mal umgestellt, ich den Steffen auf der Seite mit dem Janason zusammen, vor Embol und Delgado als Zehner, dann hinten Zuffi und Xhaka. Und als Verteidiger lang Traoré, Samuel Suchi in der Innenverteidigung und der Waldschlick in der Innenverteidigung. So will ich spielen. Dabei will ich aber auch die jungen Spieler lassen, zum Beispiel Kümart, Türkauf, haben wir noch den Pickel, haben wir da, der Pickel, die sind alle neu hinzugefügt, Iten, unser Sporer natürlich auch. So, und dann habt ihr mir in die Kommentare geschrieben, junge Talent. Das habe ich da auf die interessante Liste und all denen da. Das sind ein bisschen viel. Natürlich werden wir nicht alle kaufen, aber wir versuchen zum Beispiel auf der Torhüterposition statt der Veilati und der Türkauf eventuell noch einen dritten Goalie zu haben und den einen für die Frau von der Ausländer. Dann haben wir den Dragowski, Rico, Arrizabalaga, Moreira, Donnarumma natürlich, der eigentlich mein Favorit ist auf der Position, und der Alba Lafont von Toulouse. Dann haben wir in der Innenverteidigung den Dragovic, Rugani, Süle, Romagnoli, der Ta, der Marian Sarr, Reece Oxford. Das sind die ich auch interessant wäre. Ich habe allen schon mal Angebot gekriegt. Dann Luke Shaw als LV natürlich als Backup recht gut. Dann Levin Öztunali, weil wir halt recht wenig Außenspieler haben. Natürlich kann der Mbola auf der Seite spielen. Dann ZUM natürlich Juri Tinamo. Edminson Fernandes habe ich auch genommen, weil er recht stark ist. Ich glaube 70er und Potenzial von 82. Alen Halilovic, der wird meiner Meinung nach aber ein bisschen schwer zum Kaufen, vor allem weil er noch ausgelehnt ist. Martin Oedegaard, Ryan Gold von Sporting, Hachim Mastur. Der wird auch schwer zu holen sein, wahrscheinlich in der Winterpause zuerst, weil er noch verliehen ist an Malaga. Dann Sofian Boufal, 5-Sterne-Skiller, Domenico Berardi, Divock Origi, Mbambenyang, was ich brutal würde spielen, wenn der Origi oder der Young neben dem Bolo vor wird sein. Dann hier Nacho, Rashford und der Lorenzo Insigne, natürlich mein Lieblingsspieler auf FIFA. Der geht bei jedem Karrieremodus, den ich spiele, eigentlich brutal ab. Da sehen wir, eigentlich starten wir normalerweise mit 8 Millionen, aber ich kann da schon ein bisschen was ausgeben, und zwar für ein Scout-Geld. Mario Ritz meint, der wird hier in der Schweiz, wir Basler tun natürlich auch die Schweizer Jugend ein bisschen fördern und hoffen, dass wir da auch Leute bekommen. Jetzt haben wir da Internet noch nicht mal an. Na komm, nehmen wir. Dann haben wir Pokalziel national, natürlich Pokalsieg, Ligasieg, Ligaziel, natürlich auch Ligameister werden. Ja, jetzt schauen wir halt mal, wie es weitergeht. Jetzt bekommen wir schon mal 5 Nachrichten. Wir werden in der ersten Folge natürlich eher auf Transfer schauen und eventuell das erste Spiel noch schauen. Ich schaue nebenbei, es ist Donnerstag am 4. wo ich das aufnehme, der 16. Ich schaue jetzt gerade nebenbei noch ein England gegen Wales. Nach dem Hammer-Goal von Wales noch wieder der zweite Freistoß-Goal. Also, jetzt gehen wir mal zurück zum Video. Also, 5 Millionen wenn es für Dragowski. Der Sergio Rico 16,5 Millionen können wir schon mal wegnehmen. Der ist ausgelehnt, können wir nicht nehmen. Lafont ist erst kürzlich. Den behalten wir aber mal. Und Euroleague sind wir natürlich auch, das habe ich euch noch nicht mal gezeigt, weil K.O.-Phase erreichen. Natürlich, letzte Saison ist jetzt ja schon vorbei. Das Ziel natürlich war, das Finale die High, was man leider nicht erreicht hat. Damit ich gerade da Euroleague. Jetzt mal schauen, wie wir in der Gruppe sind. Ah ja, genau, Saint Etienne und Florenz
ist schon drin und Groningen. Und das habe ich einfach mal, aber gerade das erste, was gekommen ist, habe ich gerade genommen. Wir werden eigentlich in der Champions League, das stimmt ja gar nicht, weil wir gegen das letzte Jahr sind so gegen Maccabi rausgeflogen. Jetzt gehen wir gerade in den ersten Bericht schauen. Muni natürlich auch interessant. Roche, nein, Kone, Anand Alcacer will ich nicht, das ist das teuer. Hajrovic spielt jetzt mit PS2 Bar. Ah, völlig ausgelehnt eben. Caicedo, Rakitic nicht. What the fuck, wieso nicht da? Irgendwie noch die Älteren, dann sind die Jungen noch drin. Da lassen wir. Dann Donnarumma, kürzlich, okay, dann warten wir noch. Auch kürzlich, warten wir noch, haben wir am letzten Tag 21 Millionen für Säule. Nein, dankeschön. Da können wir auch warten, also dann warten wir halt noch. Und wir gehen ins erste Spiel gegen Academica. Und es ist so, da ich leider mit der PS4 nicht so lange aufnehmen kann, werden wir so machen, ich spiele das Spiel und sage euch nachher die Spiele-Highlights und tue euch nachher kommentieren. Ich sehe uns also nach dem Spiel. Bis nachher und ciao. Da sehen wir noch, aber kurz unsere Aufschläge. Ich habe 3 junge Spieler drin gehabt. Ich habe Embolo rechts auf die Seite genommen, vor der Cedric Itten. Im zentralen Defensive der Jean Pickel und in der Innenverteidigung der Kümart. Sonst bleibt eigentlich die 11 so wie sie ist. Ich lasse mal die Jungen, auch damit sie vielleicht mal ein bisschen hochkommen, weil wenn zum Beispiel der Item bis 60 ist, kann ich mehr brauchen als jetzt bei 54. Und der Rest wird sich sowieso dann in das Spiel selber entwickeln. Also wir gehen ins Spiel und bis nachher. This is how they love to play on the break. Now the shot! They score! But he's shut off now. He scores to equalise. Und wir spielen im ersten Spiel, wie ihr gesehen habt, 1:1 gegen Academia Coimbra gegen Akhisarspor und FC Empoli trennen sich auch 1:1. Das heisst, in der Gruppe ist im Moment jeder Erste. In der anderen Gruppe sieht es aber anders aus. Palermo und Heerenveen haben ihr Spiel mit jeweils mit 1 gewonnen und Garbi und Genschler Birligi haben ihr Spiel auch natürlich mit 0:1 verloren. Das heisst, in der nächsten Folge geht es weiter mit dem Spiel gegen Akhisarspor und dann gegen Empoli und wir werden schauen, dass wir beide Spiele spielen, dass es eine längere Folge wird. Wichtig ist also für euch jetzt, wer sollen wir holen? Wer sollen wir verkaufen? Wer sollen wir auslehnen? Und ob der Alexander Franzon bei uns bleibt, das sehen wir in der nächsten Folge von FIFA Karrieremodus. Bis zum nächsten Mal und ciao!